Der amerikanische Außenminister Pompeo empfing von Verfolgung geplagte Uiguren. Dabei traf er auf Mihigil Tursun, die aus solch einem Internierungslager flüchten konnte. Robert Palladino, Sprecher des Außenministeriums, teilte in einer schriftlichen Mitteilung mit, dass Gülcere Hoxha, Firkat Cevdet und Arafat Erkin sowie Mihigil Tursun empfangen wurden, deren Verwandte noch immer in Internierungslagern gefangen gehalten werden. Palladino fordert die chinesische Regierung auf, die willkürlich Inhaftierten sofort freizulassen. Deng Li, der chinesische Konsul in Ankara, gab bekannt, dass eines der Hauptziele Chinas sei, bis zum Jahre 2021 bis zu 6 Milliarden Dollar in die Türkei zu investieren. Weiterhin betonte Li, dass China in den vergangenen Jahren wichtige Investitionen in das Infrastruktursystem der Türkei investiert hat. Bei einem Anschlag auf eine Polizeistation durch eine selbst hergestellte Sprengladung wurden 3 Personen verletzt, während der Attentäter ums Leben kam. Dieser Vorfall ereignete sich in Shenyang, China, wobei das Angriffsziel ein Sicherheitsbüro der Verkehrspolizei war. Zuerst zündete der Angreifer die Station an und sprengte sich dann selbst in die Luft. Die chinesischen Behörden versuchen bisher, das Attentat unter Verschluss zu halten. Russlands Präsident Wladimir Putin verkündete von einer engeren militärischen und technologischen Zusammenarbeit zwischen Russland und Kirgisistan. Putin traf auf den Präsidenten Kirgisistans, Sooronbay, und kurz darauf verkündete ein Sprecher, dass Russland ein wichtiger, vertrauenswürdiger und strategischer Partner Kirgisistans sei. Der Interimspräsident Venezuelas, Juan Guaidó, bekommt 15 Jahre Berufsverbot im öffentlichen Dienst. Elvis Amoroso, ein Regierungsmitarbeiter, sagte dem venezolanischen TV, dass Guaidó von jeglicher Tätigkeit in staatlichen Einrichtungen für den beschlossenen Zeitraum disqualifiziert ist.